Yo, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, King Baba J. Heute bin ich mal in meiner Heimat am Aufnehmen, in Zürich. Wir sind am Zürichsee, wie man vielleicht unschwer hinter mir erkennen kann. Und ja, ich dachte, ich zeige euch mal ein bisschen Plätze, wo ich gechillt habe, wenn gerade nicht allzu viele Leute da sind. Und deswegen zeige ich euch hier einfach ein bisschen so, was ich kenne, was ich schön finde in Zürich. Und ja, ich denke, wir legen mal los. Den Platz hier, wo ich jetzt gerade bin, hier gemütlich, so ein kleiner geheimer Platz, so. Das ist auch, ja, ich denke so 10 Minuten später seht ihr dann, wo ich bin, wie ihr hier hinkommt. Weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Egal, guckt mal meinen Hintergrund, Alter, voll schön, Mann. Ich weiß nicht, was noch zu sagen gäbe. Ich werde wahrscheinlich einen Großteil einfach ein bisschen spazieren, mit Musik unterlegen, bis ich irgendwas zu sagen habe. Und ja, genießt den Spaziergang am Zürichsee. Also, Leute, ist geil. Wir sind heute mal in meiner Heimat in Zürich und ich habe mir gedacht, so eigentlich kann man ja auch die Scheiße mal filmen, so. Oder? Ja, mein Kumpel hat mir gesagt, das könnte auch noch interessant sein und deswegen laufen wir heute ein bisschen dem See entlang und genießen die schöne Aussicht und ich zeige euch mal, wo wir so früher oft gefeiert haben und alles. Erstmal Kamera drehen. Jetzt rausgezoomt wieder. Gut, gut. Okay. Ja, also wie ihr gerade gesehen habt, da hinten gibt es einen Springbrunnen. Da gehen wir hin.
Soviel ich weiß, ist oder war das da mal ein Restaurant. Sieht auch gemütlich aus, so Hausboot umgebaut zu einem Restaurant. Ist doch geil. Okay. Und hier sind wir auch schon an Platz 1 angekommen, wo ich oft mit meinen Freunden rumgechillt habe, hier auf diesem Mauerabschnitt. Weil hier unten hat man einfach diesen perfekten Blick über den See. Es ist einfach schön hier. Ah, da hinten hocken Leute. Ich glaube, das ist immer noch in Betrieb, das Restaurant. Da unten haben wir eine kleine Ente. Und was ich halt hier auch so ultra geil finde, ist dieser Ausblick bis zu den Bergen hinten. Es ist einfach wunderschön. So, gehen wir weiter.
das hier hinten ist, also das hier, wo so gebaut wird, was auch immer da gebaut wird, das ist so Partyfläche und hier gibt es oft mal ein Fest und so und wenn hier die bekannte Street Parade ist, dann ist da drüben so chillt so. Und ja, hier wieder mal so ein kleiner Schweizer Bunker, ne? Oh, das sieht cool aus. Hier, guck mal. Geil, geil. Der Springbrunnen ist auch nur vielleicht so 50 Meter von mir da drüben. Das ist geil. Auch wieder hier der Ausblick. Es ist einfach wunderschön, Mann. Und das hier in meiner Heimat, dafür muss ich nicht mal wegreisen, Digga. Also ja, irgendwie mal ein Wochenende, so Zürich oder so, kann ich euch empfehlen. Ihr seht, es ist schön, Alter. Man macht nichts falsch hier. Ganz gemütlich. Ja, hier kann man sich auch auf die Felsen chillen. Erstmal gemütlich ein. So mit dem schönen Ausblick hier. So. Nice, nice. Ja. Ja, aber um ehrlich zu sein, diesen kleinen, abgelegenen, ruhigen Platz hier, den kannte ich selber noch nicht. Den habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Ich wette, ein paar meiner Freunde kennen den schon, aber mir ist das neu. Das ist vielleicht bequemer zum Sitzen. Ja, hat so eine schräge Kante hier. Sieht man das? Hier. Hier. Schräg. Ja, geil, geil.
So, genug gechillt hier an diesem schönen Ort, genug Aussicht genossen. Es wird Zeit weiterzugehen, weiter zu spazieren, euch ein bisschen noch hier den Weg zu zeigen. Ich würde sagen, noch so 10 Minuten, Viertelstunde so. Und ja, ich gucke jetzt mal, wie ich hier wieder hochkomme, ohne mich voll auf die Fresse zu legen, weil das ja irgendwie wirklich gut klettern kann man hier auch nicht. Ich ziehe mal Hose hoch. Okay. Ich habe vergessen, ich habe ziemlich viel Gewicht verloren und bin jetzt viel beweglicher. Das war erstaunlich einfach. Das ist auch witzig. Hier ist abgesperrt, da drüben nicht und von da drüben kommt man hier rüber. Das ist geil. Ah, und hier seht ihr auch noch, das ist so ein Freibad hier am See, auf dem See, im See, keine Ahnung. Aber war ich nie drin, so. Ja, hier muss man sich ein bisschen ducken. Ja, okay, hier sieht man den Wasserfall perfekt. Und ja, jetzt sieht man ihn gut. Ja. Oh, sorry, da bin ich kurz, habe ich kurz weggeguckt. Und als ich ein kleiner Junge war, waren wir mit einem bisschen größeren Boot, ja, vielleicht etwa doppelt so groß wie das da. Ja, etwas so wie das da, nur ohne Segel. Waren wir hier ein bisschen auf dem See am Fischen und haben dann am Abend auch auf dem Boot gepennt, hier auf dem See. Und dann sind wir da mit so einem Gummiboot, was wir noch auf dem Boot hatten, sind wir in die Mitte von diesem Ding gefahren und das Wasser, was da hochkommt, das ist von ganz unten im See. Das ist scheißkalt. Ja, haben wir nicht gewusst und sind in die Mitte da reingefahren und haben uns böse den Arsch abgefroren und nach ein paar Sekunden dann direkt den Rückzug eingeschaltet. Ja, aber ey, das Fischen war cool und so und ja, tolle Erfahrung. Ja, das war doch geil, oder? Einfach mit dem Gummiboot da rein, Bruder. Genau da in der Mitte wurden wir davon gehittet, Alter. Aber es ist saugeil, die Dinger sind ultra hoch, das ist voll witzig. Man.
Man ist so da drin und das ist so, also in der Mitte selbst fliegt kein Wasserstrahl hin. Keine Ahnung, wie ich das formulieren soll, Diggi. Jedenfalls, das ist wie so ein Kreis um die Mitte rum. Aber ja, wie gesagt, scheiß kalt. Das ist ja krass, hier ist einfach niemand. Das ist so, wenn man hier so mal auf den Boden guckt, das ist hier so Stoner-Zone. Hier sind eigentlich immer irgendwelche Leute am Smoken und so. Hier sieht man auch wieder leere Zigarette und so. Und warte, ja. Ich muss immer kurz Pause machen, wenn ich die Kamera hin und her drehe, weil das irgendwie sonst den Ton abcuttet. Keine Ahnung wieso. Ja, genau. Was ich sagen wollte. Hier sind wir vor allem so mit 16, 17 oft am Rumchillen gewesen. Und wenn dann halt so ein großes Fest ist, wie ich vorhin schon bei der Wiese gesagt habe, so Street Parade oder sowas, auch immer hier am Chillen, am vor sich hin philosophieren. Und ja, warte, von hier aus, genau, von dieser Bank aus hat man auch diesen richtig geilen Blick. Hier noch ein bisschen auf den See, da hinten See. Also man sieht's von Auge hier besser durch, so als jetzt auf der Kamera, aber ja, ist schon schön. Ja, das ist hier halt nicht so bekannt, dass man mit Handy hier rumläuft, mit Stativ und so, ne? Ja, aber genau deshalb mache ich das ja. Hier vorne bei diesem Anleger hier hatten wir damals als Kind das große Boot parkiert und sind dann hier mit dem Gummiboot rausgefahren bis da nach hinten. Ja, wir hatten leider nicht so ein hübsches Gummiboot. Unseres war sehr klein und hatte Paddel. Ich glaube, weiter da vorne war unser Boot. Komm, wir gehen suchen. Wir gehen jetzt den Platz suchen, den Bootsanleger.
Ah, schön, von hier aus hat es einen Regenbogen drin. Hier irgendwo müsste das eigentlich gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es hat sich irgendwie ein bisschen was verändert. So. Vielleicht war es auch noch weiter in die Richtung, aber ja, ich denke, es ist einfach anders als früher, aber das war schon hier. Ja, wie gesagt, da hinten sind wir raus, so, also irgendwo hier, keine Ahnung.
Alter. Sieh dir das an, das ist voll geil. Also der Müll da vorne nicht so, aber so hier der Baum, wo die Wurzeln einfach in den See grenzen, hier vorne umklammern sie noch den Fels, ist ultra geil. So, ich würde sagen, mit diesem Hintergrund hier, Entschuldigung, so, mit diesem Hintergrund hier würde ich mal sagen, beenden wir das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist jetzt einfach mal so das erste Video von Zürich. Ich dachte, ich laufe einfach mal hier ein bisschen entlang. Es ist eigentlich schon genug sehenswert so, ne? Aber es gibt noch viele, viele andere Orte, die ultra geil sind und die wir dann in den nächsten Videos ein bisschen behandeln können. Es werden auch noch 2 Videos von Pattaya kommen, eins nicht so geil, eins ziemlich geil. Und ja, das ist so die Idee für die nächste Zeit. Bis ich wieder irgendwo hinreise, dann wird es natürlich von da dann wieder Videos geben. Ich habe eigentlich vor, dieses Jahr noch nach London zu gehen und nach Italien und nach Thailand nochmal. Und ja, das ist mal so das. Und sonst gibt's, glaub, vielleicht noch Videos mit Sport, so, ne, Muay Thai und so. Aber ja, das gucken wir dann noch, wie ich das mache. Bis dahin jedenfalls hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem wunderschönen Ausblick hier. Und ja, dann gönne ich euch hier nochmal den Ausblick, verabschiede mich. Tschüss.